Jeder Sonntag ist ein neues Geschenk von dem Herrn zu uns, dass wir uns zusammentreffen, sein Wort zu hören, diese fröhliche Atmosphäre zu erleben. Es ist wirklich ein Geschenk. Ich habe 2 Freunde, die sind die Brüder, beide sind Ärzte und die arbeiten in Libyen. Hatte einer geschrieben und sagte, seit der langen Zeit will ich zu dir schreiben, aber leider weit und breit war kein Internet. Und jetzt bin ich in einem Ort, wo das Netz ist sehr schwach. Bete für uns. Wir vermissen die Gemeinschaft. Wir vermissen die Geschwister. Wir vermissen die Gemeinde. Die arbeiten in einem Ort, wo wirklich überhaupt keine Gemeinde, keine Gemeinschaft, keine Kirche, kein Gottesdienst, kein Hauskreis. Die sind 2 Brüder, die beten zusammen, lesen zusammen und sagen trotzdem, es fehlt uns die Gemeinschaft. Das sage ich ganz am Anfang heute. Jeder Sonntag, jedes Mal, wenn wir ansehen können und zur Gemeinde gehen, das ist ein Geschenk. Das Thema heute kam zu meinen Gedanken, wie Gott nicht angewiesen an unsere Hilfe oder an unser Werk. Er ist vollkommen, er kann alles tun, aber durch seine Liebe kam er zu uns und hat er von uns Werkzeuge, um seine Arbeit zu tun. Und ich sehe Gottes einzigartige Methoden von Alten Testament her. Als er wollte sein Volk von Ägypten nach Israel und dieser Rote Meer steht ins Weg, sachlich denkt man, die müssen mit dem Boot oder die bauen ein Boot oder bauen ein Schiff oder suchen, damals in Ägypten haben die von dem Papyruspapier, von dem Papyrus haben die auch Geflüchtete und da haben die wie Schiffe gemacht. Das ist die Gedanken. Aber Gottes Wege und Methode ist total anders. Gott hat das Wasser geteilt. Und wenn ich sage, das Wasser geteilt, was steht, 2. Mose 14, 21. 2. Mose 14, 21, das Wasser ist geteilt. Wie kann man Wasser teilen? Wie kann man das Wasser teilen? Gott hat das Wasser geteilt, hat er einen Weg ins Wasser gemacht. Als Kinder in die Kinderstunde in Ägypten hatte ein Bruder jedes Mal in die Kinderstunde eine Frage vorgestellt und da hat er immer dabei ein schönes Geschenk mitgebracht. Und ich erinnere mich, er hatte einmal eine Frage vorgestellt und keiner von uns wusste die Antwort. Und er hatte das Geschenk mitgenommen nochmal. Er sagte, welche Erde in der Bibel, die Sonne nur einmal erlebt hat. Und wir haben versucht, von 1. Mose bis Maleachi, Matthäus Evangelium bis Offenbarung, welche Erde, welcher Boden hat die Sonne einmal? Hat keiner. Und er hat gesagt, diese Straße, dieser Boden, als Gott das Wasser geteilt und das Volk Israel durchgegangen bestimmt, die Sonne ist kam und danach, das war einmal. Das kann Gott alleine tun, das Wasser wird geteilt. 1. König, Kapitel 17, Vers 9, wenn er wollte seinen Diener ernähren, Elia, hat er die Raben gebraucht. Einzigartige Methode. Die Raben, wenn die Bibel sagt, hat die Tauben gebraucht, kann ich verstehen. Oder Hunde, da gibt es sehr gute, geübte Hunde, die Sache trägt bis ihre Besitzer. Aber den Raben, die nehmen die Sache, aber Gott gebraucht das.
In 2. Mose, Kapitel 8, Gott wollte mit der König Pharao seine Macht zeigen. Gott gebrauchte kein Militär, kein Mensch, kein bewaffnete Soldaten, aber hat Gott einmal die Frösche, die kommt und erfüllt das Haus von Pharao. Noch einmal die Fliege. Wenn du eine Fliege in der Wohnung hast und versuchst zu kämpfen, aber wenn kommt die Fliege in das ganze Haus, was machst du von den Ungeziefer? 2. Mose Kapitel 8, 2. Mose Kapitel 7, lies mal die Ungeziefer, wenn kommt einer in die Wohnung oder nachts und das ganze Haus vom Pharao, das ganze Land, da steht einmal in Kapitel 9, Vers 9, Staub. Gott hat Staub auf das ganze Land. Und heute will ich über seine einzigartige Methode, als Gott wollte der Mensch retten. Hat er im Alten Testament die Arche gebraucht und im Neuen Testament das Kreuz. Und ich sehe so viele Ähnlichkeiten zwischen der Arche und das Kreuz. Obwohl die Arche war in dem Alten Testament und nach vielen tausend Jahren kam das Kreuz. Aber der Herr bleibt der Herr. Seine Liebe bleibt fest. Er liebte den Mensch. Er möchte die Leute retten. Von der Arche bis zum Kreuz. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Zuerst der Zeitpunkt. Gott hat viel Geduld. Gott, der reich in seiner Barmherzigkeit und die Gnade. In 1. Buch Mose, Kapitel 6, lesen wir von Anfang an. Die Menschen sind groß, viel geworden. Und die Sünde war überall. Und das Herz von der Mensch ist sehr hart geworden. Dann hat Gott geplant, eine Chance für Leute, die ihm nachfolgen wollen. Und er sagte zu Noah, in dieser Zeit mache dir eine Arche. Mache dir eine Arche. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Bevor das Wasser kommt, bevor das Regen kommt, bevor die Vernichtung, hatte Gott die Möglichkeit vorbereitet. Und das Wort dir zeigt, dass Jesus ist extra für jeder von uns gekommen. Es ist eine persönliche Rettung. Paulus sagt, der mich geliebt hat und hat sich für mich gegeben hat. Er hat mich gegeben. Er liebt mich persönlich. David sagt in Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Und Paulus sagt, der mich geliebt, mache dir. Er ist extra für dich gekommen. Die ganze Geschichte Erlösung und Rettung ist extra für jeder von uns gemacht. Und was ist im Neuen Testament beim Kreuz? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der Zeitpunkt. Vielleicht der Zeitpunkt für jemand von uns heute ist jetzt, oder jemand, der uns sieht durch den Livestream, ist jetzt der Zeitpunkt. Du hast viel von Jesus gehört, du hast vielleicht ab und zu die Bibel durchgeblättert, du hast eine Botschaft gehört, ein Lied gehört und es kam der Zeitpunkt vielleicht jetzt, dass jemand öffnet seinem Herzen
für die Botschaft. Die Zeit. Aber noch etwas, die Material, die gebraucht. Wir lesen in dem täglichen Andacht mit den Mitarbeitern morgens, Bruder Jonathan Malgo liest durch die Bibel und letztes Monat haben wir durch 2. Buch Mose und wie die Heiligtum gebaut. Und wenn man liest über die Material, die gebraucht, verschiedene Namen mit verschiedenen bestimmter Maße und so weiter und so fort, so viel Gold ist gebraucht. Da habe ich einmal gesagt, wenn wir in dieser Technikerzeit, dieser modernes Leben, müssen die Heiligtum nochmal bauen, ich denke, es wäre sehr schwierig. Trotz Technik, trotz Computer, trotz Geld, aber Gott hat Holz gebraucht. Für die Arche sagt, mache dir eine Arche aus Gopferholz. Gopferholz. In anderer Übersetzung steht Tannenholz. In der letzten Israel-Reise mit der arabischen Gruppe waren wir in dem Dorf, die heißen die Nazaretendorf. Dort war ein Bruder, ich kenne seine Bekannten aus Ägypten. Und ich habe ihn gefragt, er ist Spezialist, hat seine Magisterarbeit gemacht in dieser. Da habe ich ihn gefragt über dieses Gopferholz. Und er sagte zu mir, das ist ein Holz, der trägt sehr starke Last und Druck. Von dieses Holz machen die manchmal die Brücken für die Eisenbahn, dass die Züge drauf. Die Arche ist aus Gopferholz. Aber dann das Wort Gopfer hat damit das Wort Goffer, kommt das Wort auf Arabisch Ghofran, Vergebung. Ich habe gestern etwas gelesen über Gopfer, kommt von das Wort Englisch Cover, Bedeckung. Die Arche ist eine Methode, um unsere Sünde zu bedecken. Das ist ein Schutz. Gestern ließ ich ein bisschen über das Wasser und die Kraft des Wassers und den Druck. Wie dieser Druck auf die Arche von außen. Das Wasser, das hatte einen Druck. Aber das Holz hat das alles vertragen. Und was ist mit dem Kreuz? Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Holz, habe ich einmal erwähnt, ist sehr bekannt, kann jeder kaufen. Holz, leicht zu bearbeiten. Holz. In jedem Haus gibt es Holz. Du brauchst überall. In jeder Kontinental kann man Holz gebrauchen, Holz finden. Jesus ist sehr klar, sehr bekannt, einfach zu finden, einfach zu verstehen. Es ist einfach, ihn zu erreichen. Wir als Menschen, manchmal haben wir Gott sehr kompliziert gemacht. Aber der Herr selbst, er ist gekommen wie ein Mensch. Seine Lehre, wenn man liest die Bergpredigt, Matthäus Evangelium, Kapitel 5, 6 und 7, da genießt man das. Viele muslimische Freunde sind zum Glauben gekommen, nur durch diese Bergpredigt. Holz. Die Bearbeitung.
Wie ist das gemacht? Beide erfahren einen Schnitt durch die Säge. Und das ist die Prophetie, die in Jesaja Kapitel 53, Vers 8. Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Abgeschnitten. Und obwohl er ist vom Himmel gekommen, aber dieser Bibelvers zeigt mir, dass er ist zur Welt gekommen durch eine Frau. Und da hat er die Figur wie ein Mensch. Die Eigenschaft des Menschen, außer die Sünde. Er ist abgeschnitten. Und hier fängt an dieser Schmerz. Ich sah manchmal, in Deutschland haben wir gewohnt, in einem Ort, wo nicht weit von dem Forst, von dem Wald, da habe ich manchmal gesehen, wie die einen Baum schneiden. Mit viel Sicherheit. Und wenn die geschnitten, die braucht wirklich Kraft. Und wenn dieser Baum hat einen riesengroßen Ast, oder wie heißt, da braucht wirklich sehr harte, starke Säge und mit vielen Erfahrungen und. Dein Jesus ist abgeschnitten, dass er eine Arche wird oder ein Kreuz. Abgeschnitten. Der Herr, der Lebendige, der hat gesagt, ich bin das Leben, ist abgeschnitten. Dann die Befestigung. Wie haben die das befestigt zusammen? Das Holz ist abgeschnitten, beide wurden mit Nägeln beschlagen. Psalm 22, Vers 17 sagte über das Kreuz, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben mit Nägeln. Der Bruder in Israel durch die Reise hat erklärt, die haben diese Nägel nicht, wie wir manche Bilder sehen hier, die haben das hier in dieser Stelle. Und der eine war befestigt und danach die befestigen den anderen Arm mit Seil und die Soldaten versuchen, dieses Seil zu ziehen, bis die Hand erreicht die andere Seite vom Kreuz und wird genagelt. Und deswegen steht in dem Psalm, dass sein Gelenk ist auseinandergegangen. Das, was steht in dem Psalm, die Gelenke. Das ist eine Art von sehr schwieriger Schmerz, von einem Gelenk raus. Das ist hart. Ist genagelt. Kolosser, Kapitel 2, Vers 14. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz nagelte. Mit Nägeln. Es ist schmerzhaft. Unsere Sünde war sehr hart. Die hat er gekostet. Sein Leben, sein Leib, sein Blut. Er hat es auch mit Freude gegeben. Aber noch ein Gedanke über die Verachtung. Jemand hat das alles gemacht, hat sein Leben gegeben, hat diesen Schmerz getragen. Wie stehen die Menschen davon? Beide wurden, die Arche, aber auch das Kreuz, von den Menschen verachtet. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 20, und das ist im Neuen Testament, lesen wir über die Arche.
Und es sagt hier, die damals sich weigerten zum Glauben in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. Viele Leute haben gedacht, dass Noah durch sein Alter, er ist leider dement geworden oder verrückt geworden. Durch die Zeit, wo Noah die Arche gebaut, habe ich einmal gesprochen, als ich gesprochen von dem Thema, die biblische Quarantäne. Er war 600 Jahre alt. Keiner akzeptiert seine Botschaft. Wenn jemand fragt unterwegs, was baut ihr? Sagen die Schreiner, wir bauen eine Arche. Warum? Weil Noah sagte, sein Gott sagte, es wird Flut überall. Die Leute lachen. Haben die Sache lächerlich. Das ist ähnlich, was ist passiert mit unserem Heiland. In Jesaja 53, Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Einer von den sehr schwierigen momentan für den Herrn Jesus, als er festgenommen und findet keiner von seinen Jüngern dabei, keiner. Außer einer, der saß Meter zwischen den Soldaten. Und als dieser Person gefragt, Petrus gefragt, hat das verleugnet. Es war sehr schwierig. Aber durch seine Liebe, er hatte klare Vision, dass er mir und dir retten. Da ist er durch die Reise gegangen. Wo ist die 12 Jünger? Wo sind die? In Markus 15, 29, und die Vorübergehenden lästern ihn. Und das war eine Art von seelischer Schmerz. Seelischer Schmerz. Ein von den beiden Räubern, der neben ihm gekreuzt, hat auch gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, du hast so viel gepredigt, hast so viel Wunder getan, wenn du Gottes Sohn bist, befreie dich und befreie uns auch dabei. Das ist der Mensch. Der Mensch hat sehr harte Herzen. Aber das alles hat er nicht getan. Er wollte uns retten. Er ist durch diese Reise. Die alternativlos. Es gibt keine Alternative. Für die Arche war keine Alternative. Entweder glaubt man und geht in die Arche rein und wird man gerettet oder wird man vernichtet. Es gibt keine Alternative. Und es sagt hier die Bibel in 1. Mose 7, 23. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in die Arche war. Es gibt keine Alternative. Ein Bibelvers in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 4. Apostelgeschichte 12, 4. Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderen Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. In meiner Muttersprache erlöst werden. Kein anderer Name, kein anderer Weg. Es gibt keine andere Alternative. Jesus ist das Leben. Es gibt kein anderer Weg. In einem Seminar in der Stadt Mainz in Deutschland
Mitten in dem Seminar rede ich über Jesus und Jesus allein. Da stand eine Frau und sagt, Sie sind Fanatik. Es gibt noch anderes, sagt er. Ich akzeptiere und respektiere, aber ich habe eine Frage. Wer hat sein Leben gegeben? Wer ist gestorben? Wer hat sein Blut gegeben? Wer? Wer andere? Wer andere? König oder Präsident oder Prophet oder Gott? Wer andere hat sein Leben gegeben? Wer war schuldlos? Und da hat die ganze Schuld auf ihm genommen. Wer? Wenn Sie die Antwort wissen, sagen Sie. Ja, ich bin Fanatiker für Jesus, weil es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Er ist der A und O für das Leben. Kolosser 1, Vers 20. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes und versöhnte sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Es gibt keine Alternative. Alle Evangelisten, alle Prediger, alle Missionare, Missionarinnen, alle Traktate, die werden gedruckt und verteilt. Das ist nur zu sagen, es gibt ein einziger Erlöser. Ein einziger Erlöser. Letzte Woche habe ich von Bruder Hisham Morgan, der hat hier auch einmal seine Zeugnis gegeben. Er hat da jetzt auf dem Internet, auf YouTube seine Zeugnis auf Arabisch gegeben. Und Millionen von Menschen haben das gehört. Und die kam die Frage, wie kann das sein, dass so viele Menschen auf der Erde sind betrogen? Die folgen Ideen und Richtungen und Religionen ohne Hoffnung, dass sie gerettet werden. Im Islam ist es klar geschrieben. Da kann man einen Fuß rein in dem Paradies und der andere noch raus und man ist nicht sicher, ob geht weiter rein oder nicht. Man muss 5-mal am Tag beten, aber ob Gott das hört oder nicht, da darf man nicht fragen. Man muss das tun. Ob meine Sünde vergibt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich muss beten, Ramadan fasten, Almosengeld bezahlen, Mekka besuchen in die Bergreise. Ich muss und das und das und das machen. Ich muss. Man lebt und das Wort muss ohne Sicherheit. Aber die Sicherheit ist nur in einer. Der hat gesagt, komm mal zu mir, die alle mühselig und die beladen seid. Ich will euch erwecken. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt kein alternatives Wege oder Gelegenheit. Die Arche oder unter Wasser, Kreuz oder sterbe ich in meiner Sünde. Als orientalischer Mensch wollte ich sagen, in Jesus werden viele Leute, aber die Anzahl, das ist die Fakten, was die Bibel sagt, die Anzahl, die gerettet sind. Nur wenige Menschen werden durch sie gerettet, durch die Arche, durch das Kreuz. Warum? War das nicht genug? Das Blut Jesu ist nicht genug? Nein. Er ist genug und reicht für die ganze Kreatur, ganz Menschen auf der Erde. Aber die Wille des Menschen will nicht. Viele, die benutzen ihre Philosophie. Viele, die wollen Jesus mit dem Internet heute vergleichen. Bei dem Gebet, Stunde morgens, heute morgens mit den Geschwistern gibt es ein Gebet vor Gottesdienst. Da hat mein lieber Bruder Hans-Jörg 2 Bibelverse gelesen. Einer, Gott sagte zu Mose, geh nach Ägypten. Das zweite Bibel sagte für Josef, Maria und das Kind,
geht zurück nach Israel. Und durch dem Gebet kam zu meinen Gedanken, da braucht der Gott unser Internet nicht, er braucht unser Navigationssystem nicht. Es ist alles geregelt. Wer geht nach Ägypten und wer geht nach Israel? Und wann und warum? Und was ist das Ergebnis? Hat alles in seiner Hand. Jeder Atem ist in seiner Hand. Jeder Aufatmen in seiner Hand. Alle Details deinem Leben, er sieht. Er hat ein wunderbares Plan für jeder von uns vorbereitet. Wir dürfen einfach glauben und das nehmen. Wenige Leute. In 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5, sagt er auch, und wenn er die alte Welt nicht verschönte, sondern nur Noah als 8, 1 von 8. 1 von 8. 2. Petrus 2, 5. Redet von der Arche, die im Alten Testament. Und die sagte genau, dass es nur 8 Personen waren in die Kasten, in die Arche. Als 8 bewahrte, als er die Sintflut über die Welt beachte. 8 Personen von allen Menschen, die auf der Erde. Ich habe gerade gesagt, von kurzem in Kapitel 6, 1. Mose, Kapitel 6, Vers 1, die Menschen sind viel geworden auf der Erde. Aber nur 8 Personen sind gerettet. Die Arche hatte genug Plätze. Und Gott hat gesagt in die Arche, mach mal Häuser, höher, mittlerer und unten. Gott hat vorbereitet für jeden Mensch in die Arche einen Platz. Wir wollten, im letzten Dezember hatte ich einen Diensttermin in Amerika und wir haben schon gebucht und ein Bruder hat uns dort eingeladen und hat die Ticket auch reserviert, die Arche dort in Kentucky zu besuchen. Und da habe ich mit Bruder Joshua Keller, hat gesagt, ich war dort, hat erklärt, wir sind im Internet, habe ich gelesen, gehen Sie bitte im Internet zu Hause und gucken die Arche in Kentucky. Herrlich, herrlich, ein riesengroßes Schiff, geteilt mit System, alles ist gemacht. Und die Bibel sagt, 300 Ellen lang, 50 breit, 30 hoch, mit einem Fenster, mit einer Tür. Alles ist so viel gemacht. Mit Sicherheitssystem, alles. Von außen ist isoliert. Alles ist Sicherheit. Deine Sicherheit, meine Sicherheit ist in Jesus, in die Arche. Er ist das Leben. Matthäus Evangelium 7,14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenige. Geh mal in die Fußgängerzone, in egal welcher Stadt, mach 2 Stände. Ein Stand spricht über gesundes Essen oder bestimmter Material oder neues System von Heizung oder und so weiter. Und der andere Stand, lasbar Bibel, Traktaten, CDs. Und ich schreibe, Jesus ist die Antwort. Und du guck mal, wie viele Leute kommen hier und manche, die kommen hier. Wie viel? Alle Leute gucken an meine Gesundheit, an die Isolierung, an die Heizung, an die Sparen, wie kann ich sparen und so weiter und so fort. Oder einer, der hatte in Wiesbaden einmal ein kleines Gerät, wie er die Zucchini und die Karotten und so sehr schnell schneiden. Tausende von Menschen. Und ich stand mit den Jungs, mit Barbibel oder etwas, und wir haben Tee gemacht, Kaffee kostenlos und so weiter. Die Leute manchmal gekommen, haben Tasse Tee und weggegangen. Aber mit Jesus, die wollen nicht so wissen. Wenig. Was ist die Belohnung? Lohnt
Lohnt das sich, dass ich in die Arche rein Jesus akzeptiere? Ich werde viele Sachen verlieren. Vielleicht eine Beziehung. Vielleicht verliere ich eine Beziehung oder verliere ich einen Gewinn. Ich lebe in die Welt und ich kann rechts und links oder etwas und so viel Geld sammeln mit ungerechtem Weg oder etwas. Ich werde verlieren vielleicht meine Lust, meine Freiheit. Lohnt das? Ja. Der Gehorsam führt zum Leben. Was gibt es teurer als mein Leben? Wie kann man sein Leben retten? Was ist das Alternative? Viele von uns oder vielleicht uns alle haben Lebensversicherung. Es ist nicht falsch. Aber man sucht für diese paar Jahre auf der Erde Sicherheit zu leben. Man will immer genug haben. Aber der Satan, der Lügner, will nicht, dass wir denken an unsere Ewigkeit, unser Leben. Er beschäftigt mich mit dieser paar Jahre hier auf der Erde. 1. Mose 8,18. So ging Noah hinaus aus der Arche, samt seinen Söhnen und seiner Frau und die Frauen seinen Söhne. Die Belohnung sind in Sicherheit rausgekommen. Nochmal ein neues Leben. Mit Freude, mit Fröhlichkeit. Und in Johannes 3,16, dieser Bibelvers, der bleibt unsere Botschaft als Mission. Das bleibt als der Hoffnung, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Belohnung. Ewiges Leben. Ich komme zum Schluss. Die Gültigkeit. Jede Reise hat ein Ende. Die Gültigkeit. Wie lange gültig ist diese Geschichte mit Arche und Kreuz? Matthäus Evangelium, dieser Vers in Kapitel 11, Vers 28. Komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Hat das eine Gültigkeitszeit? Steht hier oder liest man in dieser Worte, dass es bis bestimmte Alter oder bis bestimmte mehrere Mal Gott redet? Und das finde ich in Jesus Christus, der einzigartig in seiner Liebe. Die Tür ist noch offen, seine Ärmel ist noch offen, die Einladung ist noch offen. Ob ich Christ in einer christlichen Familie geboren, aber noch nicht wiedergeboren, oder bin ich zum Glauben gekommen und unterwegs bin ich gehängt und schwach geworden, oder bin ich geboren in total anderer Gesellschaft, anderer Religion. Diese Einladung ist noch heute offen. Komm zu mir. Vorgestern rufe ich mit meinem Bruder in Ägypten und danach sagte er, predigst du am Sonntag, was ist das Thema? Habe ich gesagt. Er sagte, ja, weißt du, die Arche ist bis die Spitze von den Bergen hochgegangen. Und das Kreuz war auf einem sehr hohen Platz. Und das will der Herr uns mitnehmen, von dieser miserablen Situation auf der Erde. Zu ihm, er wird uns in eine höhere Position mitnehmen. Was ist dein Zustand? Für was der Herr angeboten hier? In die Arche, aber auch im Kreuz findest du alles, was du brauchst. Was du brauchst.
Lies mal bitte 1. Mose Kapitel 6, die Verse 13 bis Ende zu Hause. Gott sagte zu Noach, sammle in die Arche alles, was du brauchst. Alles. Die Arche war so viel gedeckt mit alles, was die brauchen. Die waren 1 Jahr und 10 Tage in die Arche. Eine Reise, ein Cruise, 1 Jahr und 10 Tage. Und da hatten die alles drin. In Jesus findest du alles. Suchst du Freundschaft, findest du in ihm. Suchst du Friede, findest du ihm. Er ist der Friedenfürst. Suchst du richtige Beziehung, suchst du eine Partnerin oder Partner zu heiraten, frage der Herr, er zeigt dir im Gebet. Mit Gebet erreichen wir alles, hatte einer gesagt. Mit Gebet bewegen wir Gottes Hand, die hat die ganze Welt. Er kann die ganze Welt bewegen mit Gebet. Gottes einzigartige Methode, um uns zu retten. Die Arche ist noch da, Jesus ist noch da. Das Kreuz ist noch gültig. Ich möchte mit uns beten. O Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, die kein Ende hat. Für deine Einladung, die offen. Du hast alles gemacht, hast alles vorbereitet. Schenke mir und uns, auch meine Geschwister, die diese Botschaft durch die Livestream mitgehört und gesehen haben, dass wir heute eine Entscheidung treffen. Wir treffen eine Entscheidung heute. Wir haben gerade gehört, es gibt keine Alternative. Deine Liebe hat kein Ende. Und deine Stimme sagte noch heute, komm, Herr, zu mir. Ich bete für jeden, der gestolpert in seinen geistlichen Weg. Ich bete für Leute, die sind durch verschiedene Lehre oder Menschen von dir weggegangen. Ich bete für jeden von uns heute, dass wir bleiben fest in dir. Danke, du hast getilgt unsere Sünde am Kreuz. Nimm die Ehre heute. Öffne die Herzen, schenke Leute heute, dass sie entschieden, dir als ihr Herr und Heiland zu haben. Wir beten in deinem Namen. Amen.